Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieur in der frisch geduschten Version. Das bringt euch nichts, die Information, ich find's aber witzig. So, und wir genießen noch ein bisschen den Zustand bei meinem eigenen Blaster zwischen, ich denk, das ist Gott, und ich finde raus, dass es so, wie ich denke, dass es Gott nicht Gott. Das ist, das ist meiner Ansicht nach einer der schönsten Zustände, und dann sag's euch, das sollte man am Wochenende machen und einfach mal genießen. Genießen, das kann ich euch nur, wenn ihr irgendwie so im Ingenieurswesen oder sonst wo unterwegs seid. Genießt den Zustand. Und ich denke jetzt mit meinem eigenen Blaster, ich habe alle Probleme gelöst. Es könnte funktionieren, so wie man das vorstellt. Und ich weiß, wenn man es testet, dann findet man raus, dass manchmal doch nicht so gut, wie man sich vorstellt. Aber wir genießen den Zustand noch. Und deswegen gucken wir uns heute jetzt nochmal andere Bleisterlaser an. Und da habe ich ja meinen ersten Blaster mit Schwungrädlers. Und ja, ich finde den einfach cool. Das ist da sogar mit 4 Modulen, also da dem X, und ich mag durchsichtige Sachen. Das ist halt einfach, ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Ich habe ja auf dem Kanal als erstes so transparente Prophecy gebastelt. Und ihr seht den Blaster. Ja, das ist halt ein Nachteil an so einem durchsichtigen Zeugs. Was hat's ab und zu mal auch. Ich meine, das ist halt mit Schwungrädler, entsteht da auch innen drin Staub, weil das halt die Pfeile ein bisschen wegnimmt. Und habt jetzt da die Pfeile, das sind schon ein bisschen verratzte. Die gehen halt ab und zu kaputt. Und das Blästerle macht jetzt nichts, weil die Verbindung zum Akku ein bisschen hochohmig ist. Und der liegt da seitlich nebendran, auf gut Deutsch. Die schraubt da nicht, das ist halt hingegangen. Und das habe ich mit dem Nägel repariert, also ganz professionell. Das ist Lithium-Polymer-Ding ist da. So hochmoderne Akkutechnologie. Was ist das? Na, Lithium-Ionen. Jetzt machen wir das wieder zu. Ich muss ehrlich sagen, also das war mein erster Blaster Schwungrädler, und ich habe gedacht, die anderen sind alle auch so. Und da habe ich den ersten Blaster von Nerf mit Schwungrädler, das war ein Tester, aber jetzt habe ich den gehabt, und oh je, da war ich schwer. Ich habe zuerst gedacht, das Ding ist kaputt. Bis ich dann festgestellt habe, die sind halt so langweilig. Das ist halt so. Aber ja, das ist aber ein 90er vollautomatischer Blaster, deswegen habe ich den jetzt heute da. Aber jetzt dachte ich, wir gucken mal fürs erste Mal einfach die 3 Typen von Blasters mit Schwungrädler. Also die ich da habe. Ich meine, man könnte es natürlich noch mit aufgliedern, Magazin und Griff rein, Magazin oben, Magazin hinten rein, aber das ist so fein wollen wir es dann auch nicht. Gut, und ich hätte noch einen Revolver auch da, der liegt da seitlich, das seht ihr, da seitlich, da, guckt, da. Das seht ihr natürlich nicht, aber ja, das ist halt mit da. Ich glaube, das ist ein bisschen getuned. Also, wenn ihr das sehen wollt, da habe ich ein Video dazu. Da habe ich ein Video dazu gemacht, das haben wir schon zerlegt. Ja, eigentlich, also, das gehört eigentlich bei jedem Blaster, das hat man. Also, die Firma, die sagt da was anderes, aber es hat das einfach, also zerlegen und gucken, was man so machen kann mit rumbasteln. Also das ist einfach, da steht es, glaube ich, sogar. Nicht da. Doch. Do not modify darts or dart blaster. Ja. Ja. Und vor allem bei dem war das so einfach. Und da haben wir dann noch, den habe ich euch noch gerne gezeigt, das ist die Raven Fire. Also ich habe euch schon Raven gezeigt. Und die Gott natürlich nicht, weil auch dort die Verbindung zu der Batterie hochrummig ist. Das sind einfach keine Dännen. Und ich glaube, ich habe jetzt auch keine solche mehr da. Und die Rändelschraube, die habe ich. Die habe ich da erst. Das ist einfach ein Set, werkzeuglos. Da, guck, und so geht das dann.
Ja, den habe ich mir hauptsächlich gekauft, weil ich den hübsch fand. Es fehlt mir noch die blaue Raven Fire oder Raven, ich weiß gar nicht. Aber die fand ich nicht ganz so hübsch. Und dann haben wir jetzt also eine Übersicht über die meiner Ansicht nach drei Schwungrädler Blastertypen. Ich glaube, das Magazin kommt auch von so Schwungrädler Blaster. Gucken wir uns nochmal. Also ich glaube, den vermessen wir noch, aber die andere hat, also den, ich habe da schon mal Raven, andere, ich gehe mal davon aus, die verhalten sich ähnlich. Aber gucken wir, was man mit dem Ding macht, ob man das auch irgendwann mal modifiziert oder ob man die Raven modifiziert. Das habe ich ja schon vermessen, das gucken wir uns nachher noch an, das interessiert mich noch. Ja, dann habe ich da, gucken wir uns meinen ersten Schwungrädles Blaster an, den ich von Nerf gekauft habe. Den habe ich eigentlich auch noch nicht gezeigt. Hab da die ganze Studio voll mit Blasterless. Ja, das ist halt Double Punch und ich fand das mit dem Mechanismus so cool, aber wenn das. Und ich glaube, da gehören original die Magazine da rein, weil das habe ich gebraucht gekauft und da war kein Magazine mehr da drin. Und ich habe dann die Magazine, die 10er sah so langweilig aus. Also, ja, das ist halt. Aber das ist. Ist da jetzt auch noch stecken geblieben, ne? Ich denke, das müssen wir auch einfach, damit Spaß macht, noch ein bisschen modifizieren. Also das seht ihr hoffentlich auch so wie ich. Also da muss ich nur irgendwann mal die Zeit dafür finden. Aber das ist halt schon, also das ist einfach ein cooler Blaster. Aber ja, natürlich. Also die Rändelschraube habe ich schon auch gemacht. Ein Sammelsurium und Batterie, was er halt so zusammenkratzen konnte. Jetzt, ja, aber ich denke, das wird das Jahr nichts mehr. Das machen wir dann nächstes Jahr. Muss ich gucken, was wir da, ob wir einfach ein bisschen mehr Dampf drauf geben oder ob man da auch andere Modelle reinbaut. Das ist halt schon ein bisschen ein spezieller Käfig. Das ist mit den riesen Walzen da drin. Aber ich fand den einfach cool, deswegen wollte ich den einfach haben. Und ja, ich war ein bisschen, ich habe zuerst gedacht, das ist das war gar so schwach. Und dann seht ihr die Käbel. Ja, und dann schauen wir uns noch die Blaster an, die wir auf dem Kanal schon gesehen haben. Da haben wir natürlich, also meine Interpretation von einer Streif, so wie das. Da ist jetzt auch die Verbindung von der Batterie hochohmig. So wie sich's halt kehrt. Also die lagert da. Also gerade Lithium, was ist das Lithium-Polymer? Das ist jetzt ein Lithium-Polymer-Akku, der da reingehört. Die lagern hinter dem Blaster. So. Jetzt lassen wir nur das Diagnosegerät kurz draußen. Und dann seht ihr gleich. Das hört sich gewaltig an. Ja. Aber da verlinke ich euch natürlich auch das Video dazu, wo ich das. Also ist wahrscheinlich das letzte, wo ich tatsächlich. Muss ich mal gucken, ob ich da alle Videos dazu verlinke oder bloß das letzte. Und dann guckt euch auf meinen Kanal, weil da haben wir jetzt einiges Zeit mit verbracht. Guckt, das ist alles 3D-druckt. Also, und da ist ein weißer Streifen 3D-Druck drin, den habe ich anfangs gemalt gehabt. Das Modell habe ich von jemandem übernommen, das habe ich bearbeitet, halt, dass man das aus 2 Materialien drucken kann. Das habe ich selber gemacht. Und dann seht ihr, da ist ein Spannungsmesser drin, um die Batteriegesundheit, der Ladezustand von der Batterie halt anzeigen zu lassen. Und es sieht halt schon besser aus. Dann haben wir da, das habe ich selber gemacht. Dann ist das ist alles, das habe ich selber entworfen. Den Griff habe ich selber gemacht. Also das habe ich dann passend zu dem gemacht. Das habe ich von Thingiverse. Das Ding habe ich, das Zielfrauenröhrle selber gemacht. Und da hinten
Ja, ich habe immer noch keine Schulterstütze gemacht. Bin immer noch nicht dazu gekommen, aber ich denke, dass das abgekappt, das sieht auch gut aus. Und nach vorne könnten wir auch noch mal vielleicht der Schalldämpfer oder was weiß ich. Da könnte man schon noch einiges machen. Aber gerade momentan ist eigener Blasterentwerfer ist wichtiger. Und da kann man dann die ganzen Dinger, ich glaube von der eigenen Blaster, also ich glaube, da seht ihr, was da an Futter dran ist. Das machen wir alles kleiner. Aber das machen wir dann im Jahresausblick, was ich mir dann so vorstelle, was man dann machen könnte und was. Das wollte ich euch einfach nur zeigen. Das seht ihr jetzt demnächst nochmal. Und dann haben wir da haben wir noch, auch einen, den ich cool fand. Den haben wir hier auch noch nicht gesehen, das ist die Motorblitz. Da steht es ja ganz breit drauf. Das ist auch so Bullpup. Wie die Ravenfire auch. Das ist jetzt, die macht auch keinen Krach, weil ist auch nichts drin. Und da kann man da pumpen, bis pfeift. Und da kann man da schießen. Und dann ist leer. Da hat man so neidig, was wir also rumliegen haben. Ich glaube, packen wir das auf Seite. So langsam wird der Platz auf dem Tisch eng. Die restliche Blaster müsst ihr schon kennen. Ah ja, alles mit Schwungrädler halt. Wo fangen wir an? Ah ja. My Raven. Also gut, das ist Zielwasser für Blaster ist ja wichtig. Flachmannhalter. Und Zielfernrille. Das ist ein bisschen ein Fehldruck, da seht ihr, da ist das Kreuz nicht ganz richtig, denn da ist einer der Steg ist kaputt gegangen, aber das war sie jetzt nicht wert, das nochmal auszudrucken. Das seht ihr. Gottes auf die Streif. Dann muss ich mal beide wieder auf dem Tisch haben. Das habe ich nicht mehr. Ai. Das ist ja schade. Gerade das müsste da. Das hätte aber auch cool aussehen. Das will ich jetzt nicht reingefallen, weil das ist da, das hat da ein bisschen Grad. Und das ist, die Firma Hasbro war sich da nicht immer ganz einig. Das hält nämlich ganz gut auf der Raven und auf der Streif ist das geht nicht, weil das ist der Honor, das müsste ein bisschen weiter rein. Ah doch, das geht sogar. Ah, gerade so, das passt. Ja, das sieht jetzt halt von der Farbkombination her blöd aus, aber ich meine, man kann ja das Highlight ist ja immer. Man kann ja das da tauschen. Und könnt ihr da einfach was anderes machen. Ich sehe gerade, da ist noch ein Stückchen. Da ist ein Stückchen übrig. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Monate später. Eieieiei. Also mir hat das einfach, also das Orange vorne, das war mir ein bisschen zu dominant. Das sieht einfach so besser aus. Und da ist ein bisschen der Orange noch. Und ich mag die Optik von der Raven einfach. Also. Und mit meinen Anbauteil. Also, ich wüsste jetzt auch sonst nicht, was man sonst auf die seitliche Seite. Also, man kann da jetzt alles mögliche mitmachen. Die Schnittstelle habe ich ja dann. Also ich könnte da jetzt auch noch einen Magazinhalter entwerfen oder so, dass man. Wobei, das gerade da ausschwert, das hat mich schon ein bisschen gebraucht, bis ich das dann so hatte, dass mein Finger das alles, dass da nichts blockiert. Also, das Einzige, was da noch fehlt, ist ein Leistungstuning. Das habe ich nicht gemacht. Das habe ich lieber mit der Streif gemacht, weil da findet man leichter Teil. Aber auch dazu verlinke ich euch die ganze Videos. Und dann haben wir noch zwei. Zwei haben wir noch. Fangen wir mit der Evader an. Also da ist das Wichtigste. Das ist grünes Licht. Wisst ihr, was das macht? Es leuchtet grün. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Und die hat ein bisschen
bisschen den Wackler. Und genauso enttäuschend ist vom Rädlers Modelle. Aber soweit ich weiß, hat die dasselbe Käfig wie die Streif. Und das heißt, man könnte doch die Modelle tauschen. Jetzt will ich dann nur, ja, also Lithium-Ionen-Akku oder Lithium-Polymer-Akku, der die da eigentlich ungern einbauen. Weil mit den IMRs, das ist, ich glaube, die sind aktuell in der Ding. Die sind aktuell in der. Oh. Das habe ich gar nicht gezeigt. Natürlich habe ich hier die Leistung erhöht. Da sind die Dinge drin. Da sind die. Jetzt hat es ein bisschen länger auf dem Tisch, ja. Da sind die IMRs drin. Die kennt man mal da. Jetzt wird es ein bisschen ganz wild. Das Video geht schon wieder länger, wie ich gedacht habe. Hoffe, ich unterhält's gut. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das teilt mich freier, wenn ihr bis jetzt noch da seid. Jetzt gucken wir mal, ob das sich dann immer noch so traurig anhört. Und ob man die LEDs dann durchrauchen. Das ist meine größte Sorge, dass die Spannung nicht vertragen. Wobei, da weiß nicht, was unter der Platine drauf ist. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt. Könnte irgendein Spannungsregler drauf sein. Da der Dummy. Ganz wichtig. Das Problem ist bloß, die Dinger funktionieren mit den anderen Motoren. Kann sein, dass man da die Feder wieder kaputt geht. Okay, Licht leuchtet noch. Da ist irgendein Schalter hat da. Ich glaube, der vom Magazin, der hat einen Wackler. Ich weiß auch nicht. Ich habe noch zwei Evader, aber die passt sowieso in den Bildschirm rein. Das hört sich doch schon besser an. Ja. Aber packen wir sie wieder weg. Batterie tauschen kann ich ja daheim. Kann ich ja daheim, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich bin ja daheim. Kann ich ja nachher. Leute, da müsst ihr nicht dabei sein. So, da. Und dann haben wir noch einen. Da haben wir auch viel Zeit mit verbracht. Das ist der Honor. My Ultra. Und auch auf der anderen Seite ist der Mega. Weil ihr seht, das ist für halblange Mega-Pfeile. Da sind halt auch keine Batterien drin. Aber das haben wir hier auf dem Kanal schon gemacht. Also da könnt ihr auch mal einen Lithium-Ionen-Akku oder Lithium-Polymer-Akku reinbauen. Und das Ding schießt Mega-Pfeile. Das ist halt schon gewaltig. Das hat zum Glück jemand. Also da habe ich glaube wie lange da braucht, bis ich den Schieber so hatte, dass er für halblange Pfeile auch taugt. So, aber jetzt glaube ich, habe ich alle Zeug. Jetzt haben wir mal das Messmittel Nummer 3. So. Und schauen endlich, also, weil neugierig bin ich ja schon, was das Ding drauf hat. Ich glaube, für so ein Nerv ist 20 Meter pro Sekunde ist ihr Standard. Okay, das war's. Das geht zügig. Das heißt mir, das ist gar nicht so. Hab vergessen, dass es vollautomatisch ist. Das ist 23. Das ist gar nicht so viel mehr. Das hört sich nur gewaltig an, weil die bin jetzt überrascht. Bin überrascht. Und da haben wir, ja, der Mittelwert können wir ziemlich vergessen. Also das ist, oh Gott, das hat 24, 22, ja, Mittelwert wird irgendwann beim 23 liegen. Und die war ziemlich nah beieinander. Also
das macht halt einfach Spaß. Oh, bin überrascht. Ich hab gedacht, das wäre kräftiger. Also, bin überrascht. Bin überrascht. Weil, ich weiß jetzt auch von der Streifen immer die Werte auswendig. Also, das merke ich mir jetzt nicht so. Aber ja, da gucken wir. Bin jetzt auch gespannt. Also ich werde Ende des Jahres nochmal, was ja bald ist, werde ich nochmal ein Video machen, wo ich alle Projekte von diesem Jahr vorstelle und alles, was ich mir so für nächstes Jahr überlege, was man so machen könnte oder ja, wenn die Zeit reicht, auch machen werdet. Muss ja irgendwas basteln. Ist wichtig. Sagt der Ingenieur auf jeden Fall. Und das war jetzt auch, denke ich, ein gutes Schlusswort eigentlich. Ja, ja, fast. Weil ich Ding, Zeugs wegpacken wollte. Ja, war ein gutes Schlusswort. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln, wie ich dann zum Schluss immer sage. Euer Blaster-Ingenieur. Und lasst ein Abo da.